Ja, ich bin jetzt auf der Hüdeldorfer Straße. Es ist der 4. Juli 2010, es ist so heiß heute. Eigentlich wollte ich einen Schanigarten finden, wo ich mein neuestes Gedicht vortragen kann. Leider waren in jedem scheiß Schanigarten Zieggäste, also ich brauche einen Schanigarten, der was kennen ist. Der erhitzt ist es irgendwie ganz normal, dass halt die Leute in einem Gasgarten sitzen und was saufen wollen. So, na gut, dann gehe ich jetzt ein bisschen weiter die Hüdeldorfer Straßen. Die Hüdeldorfer Straßen ist an sich eine wunderschöne Alleenstraße. Man sehe und staune und so circa um 21 Uhr, also sprich 9 Uhr abends, hat man dann hier auf beiden Straßenseiten dann eine riesige Auswahl an Freudenmädchen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so was Neues, was ich jetzt da dazu. Was soll ich eigentlich noch viel schildern da über den 5. Bezirk? Ganz weit unten ist natürlich die Stadthalle, die ist jetzt nicht sichtbar, die Wiener Stadthalle, wo viele berühmte Musiker und Entertainer auftreten, bla bla bla, einfach eine Angelegenheit. Scheiße, erst ich will so einen scheiß Gasgarten finden, wo ich mein wunderbares Wiener Dialektgedicht vortragen kann. Wo ist das nur? Ah ja, was anderes, ich bin auch gefressen. Heute habe ich einen Urlaubsfilm auf dem Movie Maker Programm bearbeitet und die Drecksau, ja, ist nach 11 Minuten Bearbeitungszeit ausgestiegen. Also das heißt, das war eine unnötige Hocken, die ganzen kleinen Filmchen, also den Fleckerlteppich, ja, zusammenpressen, zusammenpicken, also ist egal, interessiert eh keinen. Jedenfalls bin ich ein bisschen angefressen. Da schaut, dass ich jetzt ein kleines Café, Café Rose steht da drauf, glaube ich. Ist da jemand da? Na, ich weiß es nicht, das schaut mir schon interessiert bin ich ein bisschen, aber ich glaube, naja, ich werde mich einsetzen. Bis später einmal. Ja, jetzt sitzt sie endlich in dem Schanigarten, in den erwünschten Schanigarten, also gästelos aus der Nähe. Und jetzt will ich euch mein eigenes Wiener Dialektgedicht vorlesen. Ja? Also, ja, die Seiten sind ein bisschen arsch geschrieben und ich habe es auch zusammengepickt, weil ich die Zeilen von der Zuhren vorher zerrissen habe daheim, weil es nicht so gut war, das Gedicht, aber dann hat es mir doch lauter. Also ich fange einmal an. Die Einleitung ist, warte ein bisschen, die Einleitung ist, grüß euch liebe Leute, ja heute lese ich euer Gedicht vor, besser gesagt ein Wiener Dialektgedicht. Ich bin kein besonderer Reimkünstler, vielleicht hat das Gedicht ein paar die Versfüße drinnen oder leidet hier und da an Strophenunfälle, wurscht egal. Lauschreif ist mein Gedicht allemal. Also ich spiele die Urwascheln so wie das Spock im Raumschiff Enterprise, wenn er die Laternen der Hure an Steifen verpasst hat. Okay, Lauschangriff erwünscht. Im Schanigarten sitzen, Bayern, Gregel, Bier, naja, jetzt habe ich da gerade eine Flasche. Und hier im Wichsen ist mein Lebenselixier. Plötzlich kommt der Tod vorbei und sagt zu mir, komm mit, du geiler Stier. Ja, und weil ich kein Arschloch bin, gehe ich nicht zu ihr. Und wetzt die Dosse dumm und dämlich und ich schreit entsetzlich. Ah, super, Bruderei, jo heißer sei. Ja, und nach unserem Liebesakt sage ich zu ihr, merci, Madame, und ich schleich mich heim und wasch mir im Ball mit Silan. Naja, das war einmal die zweite Seite, die dritte, plötzlich, ja, hätte ich beinahe vergessen, sehe ich vor meinem Fenster zwei
Fiakerpferd. Und die zertrampen einen Zylinderzwerg. Bruder, ist die Straßenerd. Ja, das wird finster und ich sitz noch immer im Schanigarten bei meinem Kregelbier. Du Hirnwichsen, wo ist die geile Bixen, die Mörderpferd, der tote Zwerg? Und knurr wie ein Werwolf in Vollmond an. Scheiß Lebenselixier. Versoffen nicht, du Sau, und sauf aus, das Kregelbier. Na, das hat sich nicht ganz gereimt. Na, hat euch mein Gedichtel gefallen? Ich weiß, es hat logische Schwachstellen, Ungereimtheiten, wie gesagt, metrische Versfußprobleme und ein Strophengräsch jagt den anderen, weiß ich. So, was kann man da noch zum Lesen? Ah ja, aber ja, das ist noch klar. Moment, ich habe nie gesagt, geh leck, weißt du, jetzt hat's mir die blauen an, aber da Wind, Scheiß, nee, das gibt's ja. Alter, wer Pech. Scheißdreck, yes, das Chico ausdämpfen wird. Bitte 15 einmal da oben in der Sagel. Also, ich bin eh gleich fertig, warte ein bisschen, ich habe nie gesagt, dass mein Gedichtel Goethe-reif ist oder ich will mein Reimkunst im Nobelpreis für Literatur gewinnen will. Trotzdem habe ich zum Abschluss für euch, liebe Gedichte, lieber noch was Gereimtes auf Lager und das ist echt Arsch, total Arsch, den er verkündet es mit Inbrunst, mit Inbrunst und ich bitte euch inständig und friedlich. Spritzt, das ist interessant, spritzt der Beil in ein Foot, tut es beiden gut. Spritzt der Beil auf dein Computer, musst du wischen, schrupper, schrupper. Fort die Zehe, Männerbutter. Oh, die Food kein Beil drin, gibt's null Lustgewinn. Ja, schwuppdiwupp, das Handy her! Und schon hat die Food ihr Liebesquer. Ich weiß, die Sprüche haben sie angehört. Naja, wie uralte Bauernregeln. Aber so ist. Hauptsache, es war lehrreich. Ich hoffe es. Harre. Ah ja, das hätte ich beinahe vergessen. Nach meiner wunderbaren Lesung brauche ich jetzt einmal ein kräftiges Bierschluckerl. Und noch einmal im Nachhinein Dankeschön fürs Zuhören.